der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So, hallo zusammen, da sind wir wieder. Wir sind hier beim Weidler und wir müssen ja, irgendeinen so einen Geist müssen wir finden. Jetzt können wir schauen, was das ist. Familienangelegenheit. Ah nein, ich muss zuerst mit dem Baron reden. Ich muss zuerst mit dem Baron reden. Richtig. Richtung. Da haben wir noch ein bisschen Stoff. Ein Blitzeinschlag? Ja, aha. Ah, sein Blitzeinschlag. Ah, da vorne. Oh, was ist denn da passiert? Oh, du. Ah. Sofort schauen, was da los ist. Nicht so schnell, Plötze. Ah, Versteckte Kinder! Los, los. was ist denn da los? Schnell, sofort! Feuer, Feuer. Bringt der versoffene Kauz mal wieder durch? Los, beruhig ihn. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Ja, ich probiere es. Oder der Baron. Ja, Also ich... Schnell jetzt! Beeilung! wenn ich jetzt hätte den Baron sollen suchen. Sieht nach Regen aus. Ah, komm ich nicht rein. Da komme ich nicht rein. Hier. Abgeschlossen.
Scheiße. Das Feuer greift um sich. Ah, da die Leiter auf. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Das nehmen wir einfach mal alles mit. Wo muss ich hin? Hey, da. Da ist nichts da oben, hä? Ah, hier. Hallo, hier! Ich kann nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Oh! Das habe ich gar nicht, geachtet. Das habe ich gar nicht geachtet, habe ich da Energie verloren. Weiter so, Plätze. Au! Leute! Halt mir aus Weg. Warum drängelst du dich? Ach, lauf! Jetzt muss ich schauen, du. Dreht der versoffene Kauz mal wieder durch? Los, ruhig ihn! Langsam. Ja, hätte er das Feuer gelegt, der Baron. Nur komisch. Gut, Hast ihn jemand das sind jetzt gesehen? überspielt. Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall... Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Ich versuch's. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Okay. Au! Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Wart. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. So, tu da auf. Den Save machen. Gut gemacht. Also nicht. Ui. Ja. Jetzt hat es mich erraumt, hä? Ich muss passieren. Ich muss da irgendwie passieren. Und das Schutzschild nützt da nichts irgendwie. Da auf, raus. Ja, Heimatland.
Ja, du. Ich weiß nicht, wo ich her muss. Stenger muss. Ja, 2 Meter vor dem Tor. Ah, so, jo. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Die Pferde. Also, ich will dir die Abreibung verzeihen, die du den Deppen an der Kreuzung verpasst hast. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast. Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Schlechte Idee. Schwanzlutscher! Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Hey. Dobre. Co za? Ja, Hierüber verflucht! so. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Hey, ja, komm jetzt. Lügenmaul! Dobre, met lang. Is ja nicht wahr? Cool, jetzt muss ich den noch tröschen, du. Du, der haut 3 richtig rein, da. 2 Schläge, 3 Schläge, dann bin ich tot. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Ah, so. Ah, ah, so. Ah. Achte. Wir müssen reden. Nur ein Trunkenboot ist es. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Lüg Anna? nicht. Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das,
bräuchte ich dich nicht. Aber er hat's gewusst, dass sie geflohen sind. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Ja, Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich. Es war nicht so, wie es jetzt scheint. ja, ja. Sag. Rette. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Ja, ja, so geht das, ne? Ah, Kampfspur im Zimmer. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Und er? Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken, tot. Und das war mein Werk. Super. Ja, was hast du mit dem Kind gemacht? Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein Kleines, unser Kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ja, schreiss dich zusammen. Du bist schuld. Hurensäufer. Reiß dich zusammen. Männer wie du sind einfach erbärmlich, wenn sie zusammenbrechen. Du bist ein herzloser Bastard. Dann wirken die Mutationen ja. Es hat doch sein Gutes.
Dein totes Kind kann uns helfen, dein lebendes zu finden. Und deine Frau. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf 2 Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Ja. Wo ist ihn begraben? Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ich bin parat. Machen wir. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte Was? mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Okay. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie. Wenn auch nicht dafür. Ah, so ist das, mit dem Baron. Sack. Noch etwas weiter. Mir nach. Am Anfang war mir ja noch ein bisschen sympathisch gewesen, so, aber jetzt hier. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Ah. Shit. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Ah, Gib ihn mit auf, dem nimm ihn in Max. deine Arme. Barmherzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Auf. Warte.
wie das tönt. Hure gruselig. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Meiner Mutter. Unternimm was! Ich muss aufpassen. Hure. Ich hebe. Hol nicht die Pest. Er bewegt. Oh, ganz ruhig. Schinkenbrötchen, Mann. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich habe doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelhund. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Nehmen wir noch so ein Brötchen. Ja, haben wir nochmal, ne? Es kommen noch mehr. Heilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Ja, hure viel. Hure Menge. Ui. Jetzt hat's mich. Ich hatte den falschen Ding, ich hatte das Achse ausgerüstet in Löw, statt das Gwen. Jetzt muss ich alles von vorn machen, noch einmal. Ja, prompt. Das mache ich. Du noch das Geisterau dran. Ja, was habe ich da noch gehabt? 45 Rüstung. Ja. Also. Unruhige Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Meiner Mutter. Unternimm
nimm was. Geisterrück. Noch die Pest. Er bewegt sich. Geisterrück. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Ich hab etwas gefunden. Ah, jetzt muss ich gleich das Achsenzeichen wirken. So. Ganz ruhig. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich habe doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbrand. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. So. Es kommen noch mehr. Heilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Jetzt ist oh. Er bewegt sich wieder. Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Uiuiui. Jetzt sollte ich die Save machen. Hat er das nicht? Ah, jetzt kann ich nicht speichern. Okay. Schon einen Namen gewählt? Nein, Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Ja, ich weiß es nicht. Kann echt da heute. Verbesserte Waffen. Okay. Und jetzt? Sprich mir nur.
bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, dir, und empfange dich als meine Tochter. Gut, und jetzt begrab sie. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ja. Okay. Jetzt schaue ich gleich auf die Uhr. Ich habe mich ein bisschen überzogen. Ich mache da kurz einen Schnitt und dann geht es wieder weiter. Ich weiß nicht mehr, was da passiert. Okay, bis dann. Tschüss.